Okay. Hallo zusammen, ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream vom Mai. Es ist schon Mai. Ja, es gibt so ein schönes Lied, «Komm lieber Mai und mache». Und jetzt ist er da. Er ist wirklich schön. Hallo Patrick Green. Hallo Bilal. Bilal, ja. Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr da sind. Es ist 7, das mal ein bisschen früher. Wir sind am Testen, welche Zeiten das am besten sind für euch und für uns. Hallo Munezk. Hallo. Also schön, dass ihr da sind. Heute wollen wir zusammen so ein bisschen Geschichten erzählen. Wir wollen zusammen Geschichten machen. Hallo Geri. Hallo Lazar. Teacher. Lehrerin. Okay. Schön sind ihr da. Wir hatten einen schönen Sonntag. Ich bin mit meinem Mann Velo fahren. Ja, ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Sonntag gehabt. Es war ein schöner Tag, genau. Schön. Wir sind ein bisschen in die Natur und haben einfach die Sonne genossen, die Vögel, die Natur, die Bäume. Hallo Rick. Schön. Okay. Da ist eine erste Szene. Also ich habe verschiedene Bilder für euch parat und ihr müsst mir helfen, Geschichten erzählen. Ihr müsst mir helfen, zu sagen, was da passiert ist. Zuerst, wenn wir das Bild beschreiben, wenn wir sagen, was wir sehen auf dem Bild, dann können wir sagen, wie ist es zu dieser Situation gekommen und was wird passieren. Er ist schockiert, ja, irgendetwas ist los da. Vor allem die 3 Frauen, sie reagieren sehr schockiert, die 3 Frauen links. Ja, wir wollen über die Bilder reden miteinander. Ich habe keine Fragen geschrieben, eigentlich. Ich habe mehr so Anregungen oder Sätze geschrieben, die man könnte brauchen. Mohammed, hallo, du fragst, wie man sagt, ich dachte. Und zwar gibt es auf Schweizerdeutsch ja kein Imperfekt, kein Präteritum. Also du musst alles Imperfekt sagen. Du musst sagen, ich habe gedacht. Ich habe gedacht, das ist so und so. Aber, ja. Hallo Emily, hallo Uli, hallo Vitu. Ich habe gedacht. Ja, nicht ich kann denken, wie du. Kannst mir auch sagen, ich kann denken. Oder heute kann ich nicht denken, mein Hirn funktioniert nicht. Aber ich habe gedacht. Gut. Also, was ist da los? Jemand hat gesagt, er ist schockiert. Vielleicht ist das der Chef in der Mitte. Der Chef, der ins Büro kommt. Und jetzt sind 3 Frauen total schockiert. Wieso sind sie so schockiert? Und eine andere hinten, die Frau hinten rechts, was macht die? Die bedeutet ihren Kolleginnen, dass sie ganz ruhig sein müssen. Hallo Sveta. Das ist vielleicht im Büro, genau. Der Mann, ich nehme jetzt mal an, sagen wir, das ist ein Chef. Ja, vielleicht ist es 1. April, genau. Wir könnten sagen, es ist 1. April, Patrick, und die Frau hinten rechts,
Sie hat einen Streich gespielt. Sie spielt irgendeinen Streich. Sie hat dem Mann einen Bär aufgebunden. Oder vielleicht ist eine Karte hinten an seinem Rücken, die etwas Schockierendes sagt. Genau, das könnte ein Streich sein. Oder vielleicht weiss die Frau rechts, dass der Chef mit dem linken Bein aufgestanden ist. Heute am Morgen macht er ganz eine saure Miene. Ja, er schaut nicht sehr glücklich in die Welt. Und sie bedeutet den anderen, «Euch sind ruhig, lasst euch nicht anmerken, das ist eine Zeitbombe.» Du musst aufpassen, dass die Bombe nicht explodiert. Ja? Vielleicht habt ihr auch so Chefs, die manchmal wie Vulkan oder Bomben reagieren, wenn plötzlich zu viel haben. Wo ein kleiner Tropfen, das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, vielleicht merken sie, ups, der Mann hat getrunken, er hat einen Kater oder er ist noch nicht ganz nüchtern wieder. Ja, er hat immer noch ein bisschen Alkohol im Blut. Ja, du denkst auch, Patrick, dass er besoffen ist. Vielleicht hat er viel Probleme jetzt mit Coronavirus und er macht sich viel Sorgen und er hat ein bisschen zu viel getrunken daheim. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was da ist passiert und was noch wird passieren. Gut, danke vielmals. Ich hätte da das Bild weitergehen. Also ich denke, wir gehen zum zweiten Bild. Im zweiten Bild sind wir nicht mehr im Büro. Wir sind in den Ferien. Ich habe da einen Satz dazu geschrieben. Ui, sie halten Abstandregeln nicht ein. Ja, das ist gefährlich. Es hat ganz idyllisch angefangen, aber es ist ganz anders gekommen. Sie sind ein glückliches Liebespaar gsi. Sie haben in die Karibik oder irgendwo auf eine Insel gehen. Genau, Geri, du kennst das Bild schon. Vielleicht kannst du uns mithelfen mit dieser Geschichte. Emily, du denkst, sie möchte ihn verlassen. Oder sie hat ihn schon verlassen. Wobei, sieht nicht aus. Patrick, du vermissest den Strand, ja. Und es ist nicht ganz sicher, ob wir im Sommer wieder an den Strand gehen können. Vielleicht an einen Strand, an einem See in der Schweiz oder so. Woher schreibt ihr? Sind ihr alle in der Schweiz oder sind ihr bei euch daheim? In eurem Herkunftsland? Ja. Also, es hat ganz idyllisch angefangen, aber es ist anders gekommen. Was denkst du, wieso sieht der Mann nicht so glücklich aus? Sie knübelt ihn so ein bisschen in die Backe. Patrick, du bist zu Bern und dann ist der Strand weit weg, ja. In Bern gibt es irgendwie im Sommer so Strandbar. Ja. Du, Mohamed, du bist auch in der Schweiz. Also, vielleicht, Patrick, möchte sie ihn heiraten, aber er denkt dann plötzlich, schon heiraten, vielleicht ist es doch nicht die richtige. Wie soll ich mich jetzt da fein säuberlich aus der Sache ziehen?
wo hat es eine Hintertür, die ich nehmen kann, ohne dass es ein grosses Drama gibt. Hallo, Kunkok. Kunkok. Hallo, schönen Abend. Wir sind am Geschichte erfinden. Er hat Angst, ja, vielleicht hat er Angst vor einer festen Beziehung oder er hat Angst davor, zu fest in Besitz genommen zu werden, dass seine Frau oder seine Freundin alles sagt, was er machen muss. Ja, hallo Jos, du bist zu Biel. Ja, vielleicht hat er Angst davor, dass er seine Freiheit verliert. Ja. Was denkt ihr? Die Beziehung, hat die noch eine Chance? Wie geht es weiter? Hallo Prinzessin Sarah. Er sieht aus, als wäre er unter Druck. Ja, vielleicht geht es ihm ein bisschen zu schnell. Ups, der Gary hat eine apokalyptische Version. Vielleicht ist ein Tsunami gekommen und sie sitzen auf dieser Insel fest, ganz allein. Es hat keine anderen Leute und jetzt ist es nicht mehr so idyllisch, sondern sie müssen vielleicht auch schauen, wie sie irgendwo wieder Kleider finden oder können in Sicherheit kommen oder vielleicht muss sie ihn so ein bisschen wecken aus dieser Trance, Tsunami-Trance. Hallo, Kunkok, du bist Tibeterin oder Tibeter und du lernst gerne Deutsch mit mir, Schweizerdeutsch. Super. Ja. Girek, du meinst, er langweilt sich am Strand. Er hat lieber die Berge. Vielleicht hat er sich von ihr überreden für so einen langweiligen Strandurlaub, wo man die ganze Zeit immer am Strand sitzt und in der Sonne sünnelt und ja, nichts macht richtig, ja, keine Action, keine Ausflüge, keine Bergtouren, kein Abenteuer, ja. Patrick, du gehst lieber an den Strand als in die Berge. Und vielleicht der Girek, der ist lieber aktiv, geht hiken, geht wandern, geht klettern oder so. Aber nicht einfach am Strand liegen. Hallo Jean, du meinst, das ist so romantisch? Also ja, die Szene ist schon sehr romantisch. Sein Gesichtsausdruck passt nicht sehr gut da drin. Vielleicht ist er nur müde, ja. Vielleicht ist er nur müde. Er hat ganz viel gearbeitet während dem Jahr und er möchte jetzt nicht immer nur die ganze Nacht Partys machen, sondern er muss sich auch erholen. Manchmal merkt man in den Ferien erst, ob man zueinander passt oder nicht. Ja? Im Alltag, wenn man sich ab und zu sieht, dann nachher ab und zu dann kann man gut mal ein Auge zudrücken oder machen, was der andere wünscht oder eben romantisch sein, sich zusammennehmen. Und wenn man dann 2 Wochen lang zusammen ist und zum Beispiel eine Person sehr dominant ist, dann nachher plötzlich merkt man, gefällt mir vielleicht doch nicht so. Ja, Emily, du denkst auch, er ist müde und sie möchte Party machen, sie muss ihn ein bisschen wecken, sie muss ein bisschen denkt, was ist auch das für ein Langweiler. Ich habe gedacht, ich habe den heissesten Mann der Insel und jetzt hat er gar kein Interesse. Es sieht schon aus, als wäre sie dominant, Patrick. Gell? Ja. Also sie sieht streng aus. Also sie hat sehr einen strengen Blick, wie die Lehrer. Ja, die erwartet, was man macht, dass man macht, was sie sagen. Ein Langweiler ist jemand, der nicht sehr interessant ist. Ja? Er langweilt uns. Ja, das ist ein Langweiler.
er redet über Sachen, die total nicht interessant sind. Er will immer nur irgendwie, ist immer am Handy und ist nicht, tut nicht kommunizieren oder so. Ja. Die Frau. Und die Frau, wer ist die Frau? Wo hat er die aufgegabelt? Wo hat er die her? Sie sieht sehr exotisch aus. Ah, du meinst eine Langweilerin. Vielleicht kann man sagen, sie ist eine Langweilerin. Man tut einfach ein «i» anhängen. Aber die Frau da, ja, sieht nicht aus, als wäre sie. Sie sieht aktiver aus. Ups, Sarah, vielleicht ist es die Hochzeitsreise und er bereut seine Hochzeit. Das wäre dann schlimmer, das wäre nicht so schön. Ja, da können wir noch das Bild sehen, ohne Text. Genau. Ja, hallo Attila. Also, gehen wir zu der nächsten Geschichte. Da sind wir in einem Kreisel, in einem grossen Kreisel. Was seht ihr noch? Man sieht eine Situation im Auto. Der Mann könnte sagen, was ist nur in dich hineingefahren? Bist du lebensmüde? Das kannst du doch nicht machen. Ah, was ist da los? Hallo Onir. Was denkt ihr? Jemand ist da sehr beleidigt. Ja. Irgendetwas Schreckliches muss gesagt worden sein oder hallo Jorge. Der Mann versucht Smalltalk zu machen. Ja, vielleicht. Aber wieso reagiert sie denn so extrem? Hallo Amr. Wieso reagiert sie so extrem? Das ist sicher eine Situation, die es nicht jeden Tag gibt, hoffentlich. Vielleicht können sie rechts gehen, aber sie können nicht abbiegen. Ja, und sie sind auf der falschen Straße und sie haben Meinungsverschiedenheiten. Er sagt, hey, du musst rechts gehen. Und dann sagt sie, ja, wenn du fahren willst, dann fahr du. Ja, und tut streiken, tut nicht mehr fahren. Ja, vielleicht ist sie sehr reizbar im Moment. Vielleicht mag sie nichts verleiden, weil sie hat sonst schon genug Probleme. Oder vielleicht haben sie sonst schon Stress in der Beziehung. Und er denkt, er kann alles besser machen. Hallo Tesfalem. Was denkt ihr? Also, wir sind da in einem Kreisel. Sie möchte vielleicht schon sterben, sie hat genug. Auf jeden Fall. Von etwas hat sie genug. Aber er ist noch nicht ganz so lebensmüde. Hallo Christiane. Also wir sind im Kreisel. Sie haben muss etwas gesagt haben oder so, was gemacht hat, dass sie total beleidigt ist. Sie ist total beleidigt und verweigert zu steuern. Also wenn sie noch Pedale bedienen, dann geht das wenn sie Pedale bedienen, dann nachher kann er ja das Steuerrad drehen. Dann ist es noch nicht so schlimm. Amir, du meinst, er hat Angst oder sie hat Angst vor Covid und will nichts anlängen. Dann müsste sie aber im Beifahrersitz sitzen. Die Frau ist traurig. Vielleicht ist sie traurig, ja.
Sie ist traurig, sie ist frustriert, weil er nicht merkt, was sie braucht. Aber sie sagt nicht, was sie braucht. Ja. Sie versucht nicht zu schockieren, irgendwie, dass er merkt, etwas stimmt nicht. Also auf jeden Fall müssen sie rechts abbiegen. Eventuell können sie ja noch einmal eine Runde drehen. Und nachher haben sie Zeit, miteinander zu reden, wo sie genau durchfahren wollen, welches jetzt der richtige Weg ist. Ja, Emily, das ist natürlich eine gute Idee. Sehr wahrscheinlich, das wäre eine Möglichkeit, dass er sie unterrichtet. Sie ist 18, sie möchte gerne die Fahrprüfung machen und sie sind am Üben, da gerade in einer komplizierten Situation. Und vielleicht hat er sie angeschnauzt oder abgefuhrt, kannst nicht richtig fahren oder irgend so. Und dann nachher ist sie beleidigt gewesen und hat gerade aufgehört. Wenn er ein Fahrlehrer ist, dann sollte er bei sich auch Pedale haben, dann wäre die Situation weniger schlimm. Ja? Dann dann kommen sie noch glimpflich davon, also es gibt vielleicht keinen Unfall, hoffentlich. Genau. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute, plausible Geschichte, die wir da daraus machen könnten. Vielleicht ist ihr Fahrlehrer ist auch noch so ein bisschen flirtet mit ihr oder ihre Freund oder irgendetwas, was die Sache viel komplizierter macht. Sarah, du kannst nicht Auto fahren. Du kannst es vielleicht einmal noch lernen, ja, aber du stellst dir das sehr stressig vor. Jetzt wäre vielleicht ganz gute Zeit zum Autofahren zu lernen, weil es hat nicht so viel Auto auf der Straße. Ja, es hat ein bisschen weniger Auto, aber vielleicht darf man noch nicht mit dem Fahrlehrer ins gleiche Auto sitzen. Ja, die Fahrerin ist total abgelenkt, sie ist nicht konzentriert, sie interessiert sich überhaupt nicht mehr fürs Fahren. Vielleicht ist sie einfach stehen geblieben, vielleicht hat sie auf die Bremse gedrückt und sie stehen mitten im Kreisel und behindert den Verkehr. Das wäre besser, als wenn sie schnell fahren und nicht mehr steuern. Ja. Also es gibt ganz viele Szenarien, was da passiert ist, wieso die Frau so heftig reagiert, wieso ist sie lebensmüde oder hat sie so viel Vertrauen zum anderen, dass er die Situation im Griff hat und dass er sie nicht einfach umkommen, einen Unfall bauen. Geri, du denkst, er ist eifersüchtig, weil er eine andere Frau angeschaut hat. Ja, und das hat sie böse gemacht. Ja, sie will seine Aufmerksamkeit. Jetzt hat sie sicher seine totale Aufmerksamkeit. Vielleicht nicht auf eine sehr positive Art, aber er kann jetzt nicht mehr anderen Frauen nachschauen. Vielleicht ist er ein kleiner Frauenheld. Ja, und sie hat schon einiges erlebt und ist sehr sensibel auf dem Gebiet. Genau. Okay, das war unsere dritte Geschichte. Mögt ihr noch? Da habe ich eine kleine Einlage. Wir haben auch einen Schweizerdeutschkurs-Webinar am Dienstag und am Donnerstagabend für 89 Franken pro Monat. Also da unten dran habt ihr mehr Informationen, wenn es euch interessiert. Kommt, ihr könnt auch einmal reinschauen und testen, wie das für euch ist. Nehmt Kontakt mit uns auf. Die volle Aufmerksamkeit hat sie, ja, genau. Frauen sind gut in dem, glaube ich, um die Aufmerksamkeit der Männer erregen. Da haben wir eine andere Situation. Es sieht wieder aus nach Ferien. Da sind jetzt nur Frauen.
Äh, hallo Kunkok. Schau mal dort. Schau mal das an. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Ausruf passt in sehr vielen Situationen. Genau, Geri, du bist mit dabei von unseren Webinar. In unseren Webinar. Und ich glaube, wir haben es gut zusammen, gell? Mhm. Also, schau mal dort. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt, was seht ihr da auf dem Bild? Wie sind die Frauen einander gegenüber eingestellt? Ja? Ist das so eine Frauensache, wo zwei Frauen hinter dem Rücken von der anderen über sie reden? Ja? Tun sie schwätzen? Oder kennen sie beide? Vielleicht haben sie schon gesehen oder kennen sie. Vielleicht ist das eine Lehrerin von ihnen oder eine frühere Klassenkollegin oder eine berühmte Frau, die sie kennen aus dem Film, eine Schauspielerin oder ein Fotomodel oder eine Politikerin, die in den Ferien ist. Was denkt ihr? Vielleicht sind sie da irgendwo in einem Thermalbad, wo man draussen sitzen kann, was schöne Augen hat, gutes Wasser, gesundes Wasser. Lazar, du meinst, sie sind Kolleginnen? Kolleginnen vielleicht, von der Arbeit. Oder vielleicht ist das ihre Chefin. Ja. Sie sieht ein bisschen allein aus, aber wir sind nicht die Frau im roten Bikini, aber wir sind nicht sicher, ob sie so unglücklich ist. Oh, Geri, die Frau im roten Badeanzug oder im roten Bikini ist die Freundin vom Ex von der Frau in Gelb. Ja, dann hätten sie sicher viel über sie zu reden. Genau, dann könnte die Frau im gelben Bikini könnte ihrer Freundin sagen, «Schau dort, das ist die Ex von meinem Mann.» Oder «Das ist die Freundin von meinem Ex.» Das ist die Freundin von meinem Ex. Ja. Manchmal gibt es heute ganz komplizierte Beziehungsgeschichten. Ja, vielleicht ist sie ja eifersüchtig auf die Frau. Oder vielleicht hat sie Mitleid mit ihr und denkt, oh, meine Ex, das war nicht so eine gute Sache gewesen. Emily, ja, vielleicht ist das früher eher eine dicke Frau gewesen, die nicht so schön ist und dann hat sie sich einige Operationen unterzogen und ist jetzt ganz schön, entspricht einem gängigen Modell oder Begriff von Schönheit. Ja. Sie hat eine Taucherbrille, vielleicht macht sie gerne Sport, geht gerne tauchen. Es sieht aus, als hätte es da irgendwie Unterwasser-Korallenriff oder andere interessante Sachen. Shagai, ich kann leider nicht lesen, was du geschrieben hast. Dort ist es eben noch am Schreibdenken oder so, das ist irgendwie blockiert. Ja. Hallo Bingje. Du denkst, alle 3 Frauen könnten Models sein für eine Zeitung. Vielleicht sind sie sogar Kolleginnen. Die sich treffen in den Ferien oder in der Freizeit. Und dann könnten sie auch sagen, hey, komm da zu uns rüber. Bist du nicht die und die?
ähm, du bist ein super Model, wir haben immer schon dich bewundert. Ja, und so könnten sie eine Freundschaft anfangen. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Glück haben die zwei, dass sie die Frau treffen und mit ihr reden können. Okay, gehen wir mal weiter. Da ist Action pur. Nächste Bild. Ja. Das nächste Bild erinnert ein bisschen an eine Comic-Szene. Ihr seht unten im Bild hat es ein Mann in Schwarz. Entweder ist es Covid-Zeit und er muss einfach alles zudecken, Nase, Mund und Haar und alles. Oder? Der Gary hat noch einen Vorschlag zu der letzten Geschichte. Die Frau im roten Bikini ist krank geschrieben und sie trifft ihre Arbeitskolleginnen plötzlich in dem Zleuker Bad oder irgendwo in einem Bad, wo sie am Baden ist, und sie kommen ihr auf die Schliche. Sie merken, dass sie ja gar nicht krank ist, dass das beschissen ist, dass sie einfach sich hat krank schreiben, dass sie ein paar Ferientage hat. Vielleicht hat sie eine gute Beziehung zum Chef oder etwas, wo ihr so Sachen erlaubt. Ja, das wäre natürlich nicht so gut, wenn sie auf frischer Tat ertappt wird. Wenn man krank ist in der Badi, in Covid-Zeiten sowieso, das ist ein Verbrechen. Gut. Also zum nächsten Bild. Jetzt habt ihr sicher alle schon die Chance gehabt, das Bild ein bisschen anzuschauen. Da in der Mitte ist ein Mann. Er ist sehr schockiert. Er ist immer noch sehr emotionell. Er kann sich die Sache nicht erklären. Vielleicht er hat Angst. Ja, ich denke, er hat Angst. Und er muss erzählen, vielleicht muss er der Polizei erzählen, was passiert ist. Er muss der Polizei erzählen, wie das genau war. Die Polizei möchte die Verbrecher suchen. Ja. Patrick, du lernst gerne mit Bildern. Ja. Mit Bildern kann man immer sehr viel interpretieren und sehr viel sagen und Emotionen kommen. Ja. Also der Mann fährt mal an und sagt, der Bus war gestunken voll oder gestunken voll. Also eine Person der anderen an, so wie in einer Sardinenbüchse. Ja. Binkie, das ist eine gute Frage. Was hat er denn gestohlen? Das ist, da sieht man einen, so einen kleinen, der aus dem Bild raus davon springt mit einem Sack. Vielleicht mussten alle Passagiere Geld geben. Oder vielleicht, was denkt ihr, was haben sie gestohlen? Vielleicht haben sie Uhren mitgenommen. Oder vielleicht ist das Armbanduhren, genau. Oder vielleicht ist das eine Geiselnahme. Also sie nehmen den ganzen Bus, alle Leute, die dort drin sind, als Geiseln in ihre so gefangen. Sie nehmen sie gefangen und wenn dann von der Regierung oder von einer Organisation oder jemandem, wenn sie etwas erzwingen. Also sie wollen vielleicht, dass ihre Verbrecherkollegen aus dem Gefängnis kommen können, oder sie wollen, dass sie eine autonome Region haben können, oder sie wollen irgendetwas erzwingen.
das wäre natürlich nicht sehr lustig, wenn man plötzlich ein Geisel wird von jemandem, ja, wenn man überfallen wird, entführt wird oder sie wollen Geld erpressen. Geld erpressen. Ich weiss gar nicht, kennt ihr all die Wörter? Oder sonst müsst ihr Fragen stellen, was das ist. Ja, also es gibt vielleicht Länder, wo sehr viele Gangs verschiedene Regionen kontrollieren. Vielleicht ist das so in einem Land gewesen, wo man am besten wo man am besten nicht in gewisse Regionen geht reisen. Girek, du meinst, sie warten auf einen Superheld? Ja, sie warten auf einen Superheld oder eine Superpolizei, wie das FBI oder so, oder der Flash. Meine Kinder schauen gerne Flash, wo da wie der Blitz kommt und die Verbrecher ausser Gefecht setzt. Erpressen, genau. Wenn man etwas erpressen will, das ist möglich, wenn man Geiseln nimmt, wenn man jemanden gefangen nimmt und dann will man sie austauschen gegen Geld oder gegen irgendeine andere Menschen. Ja, dass man einen Gefangenenaustausch machen kann. Gut. Also das ist ganz ein schockierendes Erlebnis für die Leute im Bus. Ich muss sagen, mein Vater ist einmal bestohlen worden im Zug, auch auf ganz miese Art. Und Seite gekommen und hat ihn umrundet, so quasi. Und die so böse ausgesehen haben, da hat er gedacht, da muss ich aufpassen, das ist etwas nicht gut. Die haben nichts gemacht, aber irgendwie von hinten oder neben ist jemand gekommen und er ist ausgeraubt worden. Aber sie haben ihm nur Geld genommen, zum Glück. Also es war kein Geiselnahme. Ja, also was ist da passiert? Okay, gehen wir weiter. Das nächste. Da haben wir ein neues Bild, schon wieder der Strand. Mein Sohn hat Bilder gewählt. Vielleicht hat er auch Lust, an den Strand zu gehen. Kosmetologa. Mein Dialekt ist eine Mischung so zwischen Bern, Luzern und Zürichdeutsch. Also wenn ich schreibe, ist es ein bisschen mehr wie Zürichdeutsch. Und wenn ich rede, ist es vielleicht mehr Luzern-Berndeutsch. Das ist mein Dialekt spiegelt meine Geschichte. Das ist bei den meisten Schweizer so. Es ist immer ein Thema, wenn man Leute trifft mit anderen Dialekten, mit speziellen Dialekten. Woher kommst du? Wieso redest du so? Ja? Also, der Aufrisser hat uns noch gefällt. Kann man denn nie seine Ruhe haben? Aufrisser ist jemand, der wo Frauen anmacht, ja, wo möchte imponieren, den Frauen imponieren und vielleicht etwas mehr auch von den Frauen, ja. Und da sind 3 Frauen am Strand, die möchten ihre Ruhe haben, die etwas Erfrischendes trinken, zusammen schneidern, so wie Frauen das häufig machen, wenn sie zusammen sind, ja. Und dann kommt da einer mit seinem Motorboot vorbei und will ihnen imponieren. Also, was denkt ihr? Wie geht die Geschichte weiter?
fährt er einfach vorbei, geht er wieder weiter und die Situation bleibt, wie sie ist. Oder ihr seid Autoren, ihr könnt da ein bisschen Action reinbringen, ihr könnt da ein bisschen aufregende Momente reinbringen. Ich weiss gar nicht, ob ein Gigolos genau gleich ist wie ein Aufreisser. Aber so ganz genau kann ich das nicht sagen. Aber vielleicht, ja. Ich weiss nicht, was denkt ihr? Wissen andere das besser? Ist ein Aufreisser das Gleiche wie ein Gigolo? Dort in diesem Boot scheint es auch, als hätte es 3 Männer. Ja. Oder sind die Frauen daran interessiert, was da läuft? Hallo Ahmad. Sind die Frauen daran interessiert, dass da einer ihnen möchte imponieren? Vielleicht ein reicher Mann mit einer Yacht, ja, mit einem Motorboot. Wo vielleicht interessante Kontakte hat oder Partys macht oder Kosmetologe, du denkst, das ist das Gleiche, ein Aufreisser und ein Gigolo. Mhm. Eben, wie gesagt, ganz so genau kenne ich die jeweilige Bedeutung nicht von dem. Also so Aufreisser ist jemand, der flirtet, der viel von Frauen will. Ja, vielleicht, ja. Eben, wir haben jetzt gerade gesagt, Geri, das könnte etwas sein wie ein Gigolo, der Aufreisser. Jemand, der Frauen anmacht, jemand, der flirtet, jemand, der sich im Mittelpunkt stellt und das ist jetzt die Frage, das müsste man noch herausfinden, ganz genau. Kosmetologe meint, dass das Gleiche ist. Aber ich kenne die Nuancen von diesen Begriffen nicht so. Vielleicht gibt es verschiedene Nuancen, die sich ein bisschen unterscheiden. Ja, das klingt lustig, ein Aufreisser. Genau. Mhm. Oder ein Macho. Könnte man vielleicht sagen, ein Macho. Vielleicht ist das gut. Vielleicht sind ihr gerne manchmal schon ein bisschen Machos und den Frauen imponieren. Ah, Bingje, du meinst die Frau mit den roten Haaren, sie ist nicht abgeneigt, sie ist interessiert, ja? Sie wäre zu haben für ein Abenteuer, dafür neue Leute kennenzulernen. Sie wäre offen für im Moment zu leben und einfach den Chancen, die sich bieten, eine Chance zu geben. Ja, vielleicht halten die Männer oder sie sagen ihnen, sie sollen zu ihnen rausschwimmen, die Frauen, und wenn sie nicht zu viele Sachen haben oder Gepäck, können sie alles mitnehmen und dann können sie mit diesen 3 Männern einen Ausflug machen. Vielleicht ist ja das ganz cool, ja. Manchmal trifft man interessante Leute, manchmal muss man offen sein für Neues, ja. Ausser sie haben vielleicht Männer, die auf sie warten und nicht so glücklich wären. Und sie leben zusammen glücklich für immer. So haben sie sich kennengelernt und so können sie dann ihren Kindern erzählen, wie sie sich zum ersten Mal begegnet sind in den Sommerferien, am Strand, wo die Männer wollten den Frauen imponieren und sie eingeladen haben auf eine Spritztour mit ihrem Motorbötli. Hallo Isa. Hallo Ahmed. Okay, das war die Geschichte von diesen 3 Frauen am Strand. Hoffentlich bereuen sie es nicht. Hoffentlich haben sie schöne
Erinnerungen nachher später an die Zeit, wo sie noch jung und ungebunden, nicht angebunden waren, wo sie können spontan sein und einfach mal das Leben geniessen. Hallo Zakarie. Hallo. Okay, eine nächste Geschichte. Vielleicht kennt ihr die Situation alle Jahre wieder. Er hat immer eine Ausrede parat. Jetzt. Er hat immer eine Ausrede parat. Hey Girek, Sie haben schon Cocktails. Die Männer können Ihnen vielleicht keine Cocktails schenken, aber vielleicht ist ja das auch ein Grund, wieso dass Sie mit ihnen Kontakt aufgenommen haben. Vielleicht haben Sie eben auch Durst und Sie hätten Lust auf so gute Cocktails von diesen Frauen. Okay, also, alle Jahr wieder. Es gibt so ein Weihnachtslied. Das geht für Weihnachten. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, da haben wir, glaube ich, nicht Weihnachten. Was denkt ihr? Was ist da? Parat. Eine Ausrede parat haben heisst bereit haben. Also, wenn ihr jetzt das Bild analysiert, ich zeige euch vielleicht noch das ganze Bild. Das ist eine Situation. Genau, Geri. Das ist eine Situation am Tisch. Das ist kein normales Essen. Ja, das ist, was ist das? Was denkt ihr? Es ist vielleicht nicht sehr schweizerische Tradition. Da ist Thanksgiving-Essen. Hallo Adam Luis. Ich glaube, mit Hochdeutsch ist besser zum Anfang mit Hochdeutsch. Ja? Hochdeutsch lesen wir und schreiben. Ja? Und reden in den Nachrichten, so in formellen Situationen auch. Hochdeutsch ist breiter. Also, Hochdeutsch reden ist besser, wenn du zuerst lernst Hochdeutsch reden und dann kannst du schneller Schweizerdeutsch reden. Terry, eine Ausrede. Ja, da könnte bei uns das 1. August sein. Die ganze Familie kommt zusammen. Es ist so eine Tradition. Adam, ich tue dir am Schluss noch mit dir reden. Es ist eine Tradition. Und der Mann hinten, sagen wir, das ist der Jürg, hinten rechts. Er ist sonst nie mit dabei. Er ist nicht gern mit seiner Familie. Genau, Binji. Das ist Thanksgiving zur Nacht. Truthahn ist da, aber der Mann hinten rechts, der Jürg, sagen wir dem Jürg, der hat so eine Uhr und es ist 11:55 und es ist höchste Zeit, dass er bald geht. Ja, das ist meine Interpretation. Was denkt ihr? Deine Schwester sagt, «Hallo Brüder, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen.» Genau. Und er denkt nur, «Oh, wie kann ich da wieder gehen?» Ja. Am 1. August kommen die Schweizer zusammen, vielleicht nicht so traditionell im Familienkreis wie die Amerikaner bei Thanksgiving. Das ist vielleicht mehr an Weihnachten oder so, kommen die Familien zusammen und man ist zusammen
und es gehört dazu, man darf nicht fehlen, aber vielleicht sind nicht alle so happy, sind nicht alle so begeistert. Ah, Binji. Oder du meinst, es ist 5 vor 12, es ist bald Mitternacht, es ist Silvester und sie wollen Silvester feiern zusammen. Vielleicht will er gar nicht gehen, vielleicht hat er gar nicht eine Ausrede. Jemand hat gesagt, der Terry hat gemeint, vielleicht sagt er, ich habe noch ein Fußballmatch mit meinen Freunden, ich muss schnell essen und gehen. Oder vielleicht hat er eine andere Ausrede. Also Sarah, du bist für den 1. August. Okay. Es ist sonnig draussen, sind sommerliche Farben, grün und gelb. Es ist 1. August und es ist 5 vor 12. Vielleicht gibt es um Mitternacht. Vielleicht ist das der Vorabend vom 1. August und um Mitternacht, wenn der 1. August anfängt, gibt es dann Feuerwerk. Also sie müssen pressieren, dass sie können rechtzeitig ans Feuerwerk gehen. Sie sind ja noch am Nacht. Dank geben. Thanksgiving, genau, Gary, das würde heissen, Dank geben. In der Schweiz gibt es einen Sonntag im September, der heisst Eidgenössischer Dank-, Buß- und Betttag. Das ist vielleicht so ein Bando, wo wir auch Danke sagen. Danke für die Ernte, danke für das, was die Bauern machen. Vielleicht wird das auf dem Land noch mehr gefeiert. Aber es ist nicht so ein grosses Fest wie bei den Amerikanern. Ja, Binji, sie wollen anstoßen. Sie wollen miteinander anstoßen mit allen Leuten von der Familie auf ein gutes neues Jahr, wenn es Silvester ist, oder eben auf die Familie, auf die Liebe, auf eine gute Ernte, auf die Schweiz und die Freiheit, die wir haben in der Schweiz und das gute Leben, das wir haben in der Schweiz. Genau, Jean, am 1. August hast du meistens Feuerwerk in der Schweiz. Hoffentlich gibt es dieses Jahr wieder ein Feuerwerk und es ist nicht wieder zu trocken, dass man nicht Feuer machen darf. Geri, du meinst auch, es könnte Silvester sein. Mhm. Gut, also sie wollen anstoßen miteinander, sie wollen es gemütlich haben zusammen und wir freuen uns sicher auch wieder auf die Zeiten, wo wir mehr in der grösseren Familie wieder zusammenkommen und wieder festen können. Ich denke, Ende Corona-Pandemie müssen wir auch so ein Fest machen, zusammenkommen, anstoßen auf Gesundheit, auf einen neuen Start nach Corona, auf ein gutes Weiterleben, auf darauf, dass die Welt besser wird. Ja? Sauberer, ökologischer, mit mehr Menschen, menschlicher, vielleicht flexibler, weniger so konsumorientiert und mehr menschenorientiert. Dann können wir zusammenkommen und anstoßen und feiern, dass wir es zusammen geschafft haben. Mhm. Gut, das war die Geschichte von Thanksgiving oder vom 1. August oder vom Silvester, was auch immer. Dann, das Bild, das ist ein bisschen schwierig zu interpretieren. Vielleicht müssen wir da schauen, was wir da sehen. Auf jeden Fall habe ich so betitelt, letzte Nacht hatte ich einen komischen Traum. Oh, danke Patrick, wir stoßen da auf Schweizerdeutsch. Ja, auf unsere Community. Also, letzte Nacht hatte ich einen komischen Traum. Vielleicht habt ihr manchmal auch so komische Träume. Ja? Was seht ihr da?
Die Leute bauen zusammen eine Brücke bauen, vielleicht, ja. Ja, das sieht aus, als wäre da etwas wie eine Brücke, wo ein Reiter drüber reitet. Mhm. Und durch die Brücke kommt so Licht oder Wasser oder... Genau, das sieht aus wie Elefanten auf der Brücke, Binji. Und in dem Traum sucht eine Frau ihren Mann. Genau, du siehst auch Elefanten. Es ist ganz ein komisches Bild. Also es nimmt mich Wunder, was für eine Geschichte oder was für eine Szene die Künstlerin da im Kopf hatte, was sie das gemacht hat. Der Mann reitet ihr davon, der ist weit weg. Oder vielleicht kommt er mit einer Nachricht zu ihr aus einem Land, das weit weg ist, kommt er mit einer Nachricht zu ihr. Sie scheint ganz einsam zu sein. Einsam, vielleicht hat sie lange Zeit. Vielleicht war ihr Mann ein Surfer oder ist ein Surfer. Der Traummann kommt ihr auf der Brücke auf dem Ross entgegengeritten, im Eiltempo. Unten ist wie ein Kauer. Ein Kauer. Was? Was? Das ist eine schöne Interpretation, Wolfgang. Obwohl die Welt jetzt unter Druck ist, halten wir alle zusammen die Pandemiewelle auf. Ja? Also da oben rechts, das sieht wie wenn das Wasser wird überschwappen oder so. Und da die Elefanten und so, die tun wie das Wasser aufhalten. Oder, ja. Das kann man ganz verschieden interpretieren. Ganz interessant. Mhm. Ja, und auch die kalte Welle, die da kommt, die droht das Warme, da, der Vordergrund, die Frau, die Liebe, die lange Zeit droht sie vielleicht auch ein bisschen zu überfluten. Girek sind das Mammut, die aus dem Eis kommen. Vielleicht sind das Mammut, die aus dem Eis kommen. Vielleicht. Aus der Steinzeit. Also dann war auch ganz ein anderes Klima. Jetzt wird es wärmer, jetzt kommen die Mammut aus dem Eis zurück auf die Welt und erwachen zu neuem Leben. Die Frau schaut von der Brücke runter. Vielleicht ist sie auch auf einer Brücke im Vordergrund und sie schaut herab und schaut, was passiert. Sie beobachtet alles. Und Kosmetologa, du denkst an Rheinfall, wenn du an das Bild denkst. Da kommen sehr imposante Wassermassen über den Felsen runter. Das ist schon ganz eindrücklich, ja. Schön. Also, das war ein Traum. Genau. Also, letzte Nacht hatte ich einen Traum. Manchmal ist es ganz interessant. Es gibt ab und zu Träume, die man interpretieren kann. Also, vielleicht habt ihr manchmal in entscheidenden Lebenssituationen auch so einen Traum, wo ihr herausfindet oder merkt oder spürt, wie ihr den interpretieren könnt, was das für euch heisst. Also, da haben wir ganz eine andere Szene. Es ist sehr dramatisch. Es geht um eine Paarbeziehung. Jetzt längt's. Jetzt längt's. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug heute unten. Jean, du meinst sehr wahrscheinlich noch zum letzten Bild, dass eine neue Welt geboren wird. Ja,
Wolfgang, beim neuen Bild, das ist Girl Power. Ja, die Frauen, die nicht mehr alles machen mit sich. Ja, Frauen, die sich verteidigen. Fertig Ausding. Lazar, Ausding, weiss ich nicht genau, was du meinst. Genau, Girek, wir sagen nicht, es reicht. Auf Schweizerdeutsch sagen wir, jetzt längt's, jetzt ist fertig, jetzt ist Schluss. Ja, das ist schon ein bisschen aggressiv, genau. Fertig lustig, genau, kann man auch sagen, fertig lustig. Jetzt fährt der Ernst an, jetzt hört der Spass auf. Ähm, genau, ja. Was denkt ihr, was hat sie so wütig gemacht? Aha, genau. Binji, der Pedro hat vielleicht gemeint, oder wer ist das da gewesen? Der Lazar hat gemeint, fertig lustig. Mhm. Meine Liebe zu dir ist zerbrochen. Meine Liebe zu dir ist kaputt. Jetzt musst du gehen. Du hast es vermasselt. Ich gebe dir keine Chance mehr. Geh mit deiner Mutter leben, genau. Geh doch zu deiner Mami, wenn es dir nicht passt. Geschlechterspezifische Gewalt, das ist sehr dramatisch, ja. Das ist nicht schön. Ich glaube, man sollte immer, wenn zwei wollen, könnte man da viel machen, ja. Sie hat zu viel gehabt. Er hat sie zu viel verletzt, ja. Oder vielleicht hat sie Angst, verletzt zu werden und sie will die Erste sein, die Schluss macht, bevor er ihr Herz ganz zerbricht und ihre Würde ganz nimmt. Ich habe heute gehört, heute oder gestern, hat es einen Bericht im Radio über Südamerika, Argentinien, dass dort viele Frauen sich beklagen wegen häuslicher Gewalt. Ja, ich glaube, das ist vielleicht das Bild für die argentinischen Frauen, die jetzt sagen, stopp, wir wollen nicht mehr so häusliche Gewalt. Sie gehen mehr zu der Polizei, sie zeigen ihre Männer mehr anzeigen, sie akzeptieren das nicht mehr. Girek, du denkst, er hat ihren Geburtstag vergessen. Das könnte vielleicht ein Tropfen sein, was fast zum Überlaufen bringt. Aber es wäre schade, wenn das der einzige Grund wäre. Vielleicht hat der Mann eine Affäre mit jemandem. Oder vielleicht ist es einfach ein Missverständnis, dass sie meint, er hat eine Affäre mit jemandem und es ist gar nicht so. Manchmal muss man die andere Seite ausreden. Ja? Er scheint gar nicht so eine Chance zu haben, seine Seite seine Sicht von der Sache zu erzählen. Ja? Wer weiß, wenn du jetzt der Mann wärst, dort am Boden, was würdest du machen in dieser Situation? Was würdest du machen? Würdest du klein beigeben und davon gehen und sagen, okay, gut, sie hat nicht wollen? Oder würdest du ihr Zeit geben? Er ist ein Schweizer und er war in einer Kontaktbar, meinst du, Geri? Wolfgang, du würdest dich ganz sicher schützen als erstes. Warten, bis der Sturm vorbei ist und dann kann man vielleicht wieder miteinander reden. Pedro, du meinst, Männer haben keine Chance. Ja. Manchmal ist es wichtig, Missverständnisse zu erklären. Genau. Terry, du würdest versuchen zu diskutieren. Ja. Oder
wenn man nicht reden kann, ist es vielleicht manchmal gut, einen Brief zu schreiben. Ja? Wenn dann die andere Seite würde den Brief lesen. Aber es ist vielleicht ein Versuch wert, einen Brief zu schreiben. Und dann hat man Zeit, seine Sicht von der Sache darzustellen. Über seine Gefühle zu reden. Das ist nicht einfach, über seine Gefühle zu reden. Ja. Du würdest versuchen zu diskutieren. Ja. Also, ich glaube, wir haben genug Beziehungsprobleme gehabt. Girek, du würdest ihr eine neue Lampe schenken. Und als Versöhnungssymbol. Das ist eine gute Idee, ja. Ein bisschen Licht bringen. Das ist auch symbolisch sehr schön. Mhm. Um Vergebung bitten auch. Oder eben einander vergeben. Ja. Gut. Danke vielmals. Da haben wir eine Szene. Das ist eine Frau, die Vegetarierin ist. Und sie bestellt ein vegetarisches Menü. Und dann hat sie doch irgendetwas. Doch irgendwie ein bisschen Fleisch in ihrem Gericht. Ja, es ist unglaublich. Sie findet immer ein Haar in der Suppe. Also das kann man ganz wörtlich nehmen, aber das kann man auch im übertragenen Sinn sagen, dass jemand immer das Haar in der Suppe findet. Upsla. Tamar hat eine Frage gestellt. Da haben wir noch das Bild ohne die Text. Vielleicht könnt ihr versuchen, vielleicht habt ihr auch Empfehlungen, die ihr da schreiben auf dem Chat, von Filmen, die die Schweizer Seele und die typische Schweizer Identität darstellen. Am Schluss können wir vielleicht noch ein paar sagen. Ich möchte jetzt gerade noch bei diesem Thema bleiben. Sie klagt immer über das Essen. Genau. Manchmal ist es schwierig, also heute ist es schon einfacher, im Restaurant veganisch oder vegetarisch zu essen. Ja? Früher war es vielleicht schwierig, dann hat man nicht viel Auswahl gehabt, was man essen kann. Du, Geri, du findest auch immer Haare in der Suppe. Ihr habt Büsi daheim, gell? Und es ist Frühling, die Haare. Und du hast manchmal sogar Haare in der Suppe. Mhm. Wenn wir das Haar in der Suppe finden, das ist immer irgendwie, wir finden immer das, was nicht gut ist. Anstatt dass man mal das ganze Essen sieht, das super ist gekocht, super gewürzt, sehr frische Sachen, gut gekocht und so. Aber man sieht nur, das ist ein Haar in der Suppe, das ist nicht gut. Genau, Binge hat eine gute Idee, die göttliche Ordnung über das Frauenstimmrecht. Mhm. Also, jemand, der immer das Haar in der Suppe findet, das ist jemand, der immer das Schlechte sieht. Das Schlechte, den Fehler, das, was nicht gut ist, in allem rauspickt und nur das sieht fast. Und das ist nicht so lustig. Aber da, vielleicht im Restaurant, haben wir auch manchmal Situationen gehabt, sind ihr Veganer oder Vegetarier und was habt ihr schon erlebt im Restaurant, wenn ihr bestellen wollt? Oder vielleicht habt ihr Allergien, vielleicht Milchallergie oder Glutenallergie und ihr müsst glutenfrei essen. Und dann ist es auch nicht ganz einfach, wenn man im Restaurant ist und ihnen das muss erklären, dass man ohne das Menü möchte, aber ohne das und das. Ja, sonst könnt ihr da noch ein bisschen schreiben dazu.
Und ich zeige euch schon das nächste Bild. Magst du dich noch erinnern? Magst du dich noch erinnern, wo wir sind zelteln? Ja, also Zelt ist das Haus aus Tuch, wo man drin schlafen kann, in der Natur, auf einem Zeltplatz, auf einem Campingplatz oder einfach wild auf einem Berg oder an einem See. Ja. Magst du dich noch erinnern, wo wir sind zelteln? Also wir können gut alte Fotos anschauen aus dem Fotoalbum und sagen, oh ja, magst du dich auch noch erinnern, wo wir deinen 20. Geburtstag gefeiert haben? Oder magst du dich noch erinnern, wie das war, wo wir als Kind auf die Bäume geklettert sind? Ja, also, magst du dich noch erinnern, wo wir sind zelteln? Also da auf dem Bild, was seht ihr da? Da hat's genau, das ist so vielleicht das Bild von Ferien, von früher. Das ist ein Andenken, Lazar, ein Andenken an die Zeiten, wo wir jung waren. Ich denke, das sind Jugendliche da auf dem Bild. Vielleicht sind sie in einem Lager, in einem Zeltlager. Oh, vielleicht im Muttental, ganz in der Innerschweiz. Bist du schon im Muttental zelteln? Ja, Binji. Vielleicht sind sie in einem Lager mit anderen. Ich bin als Kind häufig in die Jubla-Lager gegangen. Jubla ist Jungwacht und Blauring. Das ist so eine Jugendorganisation, eine Schweizer Jugendorganisation. Es gibt andere, die sind in der Pfadi gsi. Pfadi ist ganz ähnlich. Du Binje, ich glaube, es hat dir gefallen, im Muttental an deinem Ja anzudeuten. Vielleicht in die Pfadfinder, das ist eine internationale Organisation. Das sind die Jungen, die so Uniformen haben, die ein bisschen militärisch fast aussieht. Ja. Kennen ihr die Pfadfinder? Wisst ihr, was das sind? Vielleicht sind das Pfadfinder, wobei sie haben keine Uniformen. Mit der Zevi. Zevi ist, glaube ich, der Jugendverein von der evangelischen Gemeinde oder so etwas, nicht? Binge. Also Jungwacht und Blauring, das ist eine Jugendorganisation von der katholischen Kirche. Es ist meistens an einer Pfarrei angegliedert oder so. Und Zefi ist, glaube ich, auch so eine Organisation, ganz ähnlich von der evangelischen. Genau. Und Pfadfinder, die sind unabhängig. Also, ich glaube, die meisten. Also bei uns in der Stadt Freiburg hat es Pfadfinder gehabt. Da ist nie irgendein Pfarrer oder so mit hineingegangen ins Lager. Das sind einfach Pfadileiter, Pfadi-Verantwortliche, Erwachsene auch. Und sie haben meistens Zeltlager gemacht, also sie sind draussen in der Natur, und wir haben meistens Hauslager gemacht. Wir haben Häuser gemietet, Lagerhäuser gemietet und vielleicht sind wir einen Tag oder zwei zelteln. Aber das war immer sehr abenteuerlich, wenn wir zelteln. Genau. Binji. Sehr gut. Habt ihr auch schöne Erinnerungen an das Zelteln? Sind ihr gerne zelteln oder ist das etwas, was euch überhaupt nicht Spass macht? Ihr braucht ein richtiges Bett, ein weiches Bett und eine gute Decke und ein warmes Zimmer. Wie ist das bei euch?
Ja. Aha. Du bist in der Pfadi gsi, aber die Uniform haben ihr nur für festliche Anlässe oder so Repräsentationsanlässe oder so getragen, wenn ihr aus dem Lager sind gegangen. Mhm. Oder manchmal sieht man auch Leute, die einfach nur so ein Hausband, das typische Pfadi-Hausband haben. Ihr sind, Pedro, du bist in Werdinsel, auf der Werdinsel gsi, ohne Zelt. Devi ist das Duvet. Ein Duvet. Also wenn du ein Bett hast, Chagai, äh, wenn du im Bett schlafst, dann hast du meistens ein weißes Kopfkissen und eine Decke, ein Duvet. Kannst du auch sagen. Also eine Daunendecke oder irgendeine so schöne, flauschige Decke mit einem Bettanzug und eine weiche Matratze. Ja. Oder du kannst auch eine Wolldecke haben, das ist dann kein Duvet. Das Duvet ist so schön, so wie ein Kopfkissen, einfach gross, wo du dich kannst zudecken damit. Mhm. Ja, natürlich, zum Zelteln nimmt man seinen Schlafsack mit. Ja, man tut draussen kochen, über dem Feuer. Man hat vielleicht einen Gaskocher oder etwas. Man hat keinen Strom, meistens. Oder vielleicht hat man irgendwo Strom. Vielleicht ist es ein Problem, wenn alle am Abend das Handy aufladen wollen und es hat zu wenig Stecker. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das heute macht, mit so viel Strombedarf für alle Leute. Oder tut man heute einfach sagen, man lässt das Handy am Tag auf der Seite, man braucht sie nicht. Genau. Okay, dann da noch eine Erinnerung für die es vorher nicht gesehen haben. Schweizerdeutsch kannst du auch lernen mit mir in einem Webinar am Dienstag und am Donnerstagabend. Melde dich doch, wenn du Interesse hast. Da unten findest du weitere Informationen dazu. Und dann kannst du mit uns unter der Woche noch mehr Schweizerdeutsch lernen. Mhm. Gut. Ah, und apropos Film, es ist mir noch ein Film in den Sinn gekommen. Es gibt einen Film, der heisst «Die Herbstzeitlose». Der hat mir sehr gefallen. Das ist von einer alten Frau, einer Witwe im Berner Oberland, die so ein zweites Leben anfängt und damit das ganze Dorf, das ganze traditionelle Dorf schockiert. Ja, ihr Sohn ist der Pfarrer im Dorf und alle sind schockiert, was sie macht im Alter noch. Ja. Aber mehr wollte ich nicht verraten. Es war ein interessanter Film, «Die Herbstzeitlose» hat er geheissen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ihn anschauen. Dann gibt es noch einen Film, den ich selber gar nicht ganz gesehen habe, aber viele Leute sagen, «Die Schweizermacher» ist schon ein alter Film über zwei Polizisten und Immigration und so. So, Helia, du hast den Film gesehen über Herbstzeitlose, sehr wahrscheinlich. Ja, ist lustig, gell? Ja, es ist so, so ein bisschen das Klischee von der Schweiz, von den Bergler, von der Gesellschaft, die so traditionell ist und so stur und so, das musst du machen und dann plötzlich die alte Frau, die nicht dem Bild entspricht. Schweizermacher ist sehr lustig. Mhm. Binji, du hast den Film gesehen. Genau, Schweizermacher. Mhm. Okay, da noch zwei Filme, mögt ihr noch? Da hat es eine Szene oder Bilder vom Bahnhof. Schau, das sind so lustige Filme, das ist vielleicht ein bisschen Komödie.
Wolkenbruch, Binji, das kenne ich nicht, Wolkenbruch, das muss ich mal schauen, was das für ein Film ist. Oder es hat einmal so Dings gegeben, so eine Serie, «Fast eine Familie». Das war ab und zu auch noch lustig. Das ist so eine Art Friends oder so. Es ist eine WG, wo 4 Personen, 2 ältere und 2 jüngere Personen zusammen wohnen in einem Haus und dann so lustige Situationen. Es sind alle sehr eigenständige, sehr komische, sehr spezielle Charaktere und sie wohnen zusammen in einem Haus, fast eine Familie. Und das war manchmal auch noch lustig. Es sind nicht so lange und nicht so komplizierte Episoden und man hört verschiedene Dialekte, ist auch interessant. Okay, als der Kurt seine Frau verabschiedet hat, hat ein grosses Abenteuer angefangen. Also das ist so quasi der Anfangssatz von unserer letzten Geschichte. Sagen wir die letzte Geschichte. Wo der Kurt seine Frau verabschiedet hat, hat ein grosses Abenteuer angefangen. Also da ist der Kurt am Bahnhof, er winkt seiner Frau. Und da hat es andere Szenen, die Züge fahren ab, die Züge kommen, die Leute steigen aus und so weiter. Ich schreibe es am Schluss noch einmal, Shagai. Die Titel des Films. Also da haben wir andere Szenen beim Taxi, beim Hotel. Ja. Was denkt ihr? Der Kurt hat seine Frau verabschiedet. Seine Frau geht in die Ferien für 2 Wochen oder vielleicht geht sie kuren, weil sie nicht ganz gesund ist. Ja. Und jetzt, was passiert? Was denkt ihr? Also, vielleicht kommt er runter und er will ein Taxi nehmen und heimfahren. Und dann hat es zu wenig Taxi. Oder was denkt ihr? Vielleicht trifft er jemanden. Einen alten Freund, den er schon seit langem nicht mehr gesehen hat. Und er hat sturmfreie Bude. Er hat Zeit, er hat kein Kind. Er hat keine Verantwortung. Was macht er? Girek, ja, das ist eine gute Frage. Wieso gehen sie nicht zusammen in die Ferien? Vielleicht brauchen sie eine Auszeit, eine Pause, mal ihre eigene, um sich wieder zu finden nachher. Oder vielleicht muss er arbeiten und er kann nicht Homeoffice machen, er kann nicht mitgehen und er muss daheim bleiben. Aber für Abend oder so hat er frei. Vielleicht macht seine Frau eine Dienstreise. Genau, Binji. Vielleicht muss sie beruflich verreisen und natürlich dann können die Männer nicht einfach immer nur mit. Das ist eine teure Sache für die Firma, wenn sie noch die Ehemänner ein Billett zahlen für die Ehemänner. Und dann würden die Ehemänner noch ihre Partnerinnen ablenken. Das wäre auch nicht so gut. Ja, auf jeden Fall würde dir das gefallen, wenn du so 1 oder 2 Wochen mal einfach allein wärst? Oder wäre das schwierig für dich? Wäre das unvorstellbar für dich?
Ich glaube, ich hätte Mühe. Also, ich habe ja noch Kinder daheim, das wäre nicht so schlimm. Aber ich glaube, ich hätte Mühe. Ich habe, mein Mann wollte über Ostern verreisen für ein paar Tage mit meinem ältesten Sohn. Und leider hat das nicht geklappt. Er musste daheim bleiben. Aber ich war gar nicht so traurig. Von dem her gesehen bin ich gar nicht so traurig, ehrlich gesagt. Ja, also vielleicht hat er einen alten Arbeitskollegen wieder gefunden. Sie können zusammen etwas ziehen, zusammen irgendwo Golf spielen oder so. Wieder Zeit mit alten Freunden verbringen. Oder vielleicht hat er seine erste Liebe getroffen, die gerade in ein Hotel gehen und dann sagt er, hey, ich habe doch frei, ich habe doch Platz daheim. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, du kannst bei mir daheim wohnen. Wieso gehst du in ein Hotel? Oder vielleicht macht er sich selber auf den Weg und macht eine Reise durch eine Schweizer Reise mit dem GA. Ja, wer weiß. Ich glaube, wir sind langsam müde. Wir haben schon viele Sachen wieder uns müssen ausdenken und immer wieder neue Geschichten und neue Sachen. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen viel. Ich glaube, wir lernen das da bei dem bewenden. Wir lernen das so sein. Es hat mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Es hat mich gefreut für eure Fragen und Anregungen und auch, ich hoffe, genau, Kirek, du hast auch noch eine Idee gehabt. Vielleicht geht seine Frau ihre Eltern besuchen, ihre Familie, aber ihr Mann hat ihre Eltern nicht so gern. Das gibt es manchmal, ja, dass man denkt, ja, 1-2 Tage kann ja schon mit ihnen sein, aber längere Zeit, oh je, dann gibt es Konflikt. Besser ein bisschen lieber auf Distanz bleiben, als dann später Streit haben. Ja, oder dann braucht auch die Frau ihre ganze Aufmerksamkeit für ihre Eltern. Vielleicht will sie alte Freunde besuchen oder Freundinnen. Ja, wenn ich wieder daheim bin bei meinen Eltern und Freundinnen sehe, dann nehme ich auch nicht immer meinen Mann mit. Ja, Binji, du hast es spannend gefunden. Das freut mich. Danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen ein bisschen für euer Schweizerdeutsch. Ich hoffe, ihr könnt daheim auch so laut wiederholen und üben, aussprechen und dass es plötzlich nicht mehr so komisch tönt, wenn ihr dann Schweizerdeutsch redet. Ja, und ich melde mich wieder, wenn es einen nächsten Livestream gibt. Also gibt sicher wieder etwas. Ich denke etwa so in einem Monat, plus minus. Habt einen schönen Abend. Nehmt es noch gemütlich. Einen guten Start in die neue Woche im Mai. Und für einige sehen wir uns wieder am nächsten Dienstag. Bis dann. Macht's gut. Tschüss zusammen.